Voll gut. Hey, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich freue mich, heute zu predigen, ein paar Gedanken zu teilen. Und ich habe diese Woche zweimal den gleichen Fehler gemacht. Kennt ihr das? Macht ihr das manchmal? Zweimal den gleichen Fehler? Ich habe zwei von meinen guten Freunden, nie, gell? Zwei von meinen guten Freunden hatten diese Woche Geburtstag gehabt und ich habe es voll verpennt. Ich habe voll verpasst, ihnen rechtzeitig zu schreiben. Den einen habe ich gar nicht geschrieben, Tabitha. Auf dem Weg, es tut mir leid, Happy Birthday. Genau. Und der Dennis, ein anderer Kollege von mir, der diese Woche Geburtstag hatte, habe ich auch einen Tag zu spät geschrieben. Und das ist einer meiner Studenten beim IGW, wo ich arbeite. Und dann habe ich angefangen, beim IGW alle Studenten die Geburtstage in meinen Kalender einzutragen. Und da hatte ich eine Liste vor mir und die Jahrgänge von den Studenten. Und ich habe angefangen, die Daten einzutragen und dachte, irgendetwas stimmt mit dieser Liste nicht. Weil die Jahrgänge, das sind ja Kinder. Also weißt du, das ist Jahrgang 97, 99, dann ist 2000 gekommen, 2004 war, glaube ich, der jüngste. 2004 dachte ich, okay, das stimmt nicht. Dann habe ich gemerkt, okay, ich werde älter. Die Zeit geht vorwärts und dass sie erwachsene Leute dürfen studieren, das ist alles okay. Aber ich denke, ich mache schnell eine Umfrage da drin, wegen der Jahrgänge. Wer hat hier 2000 und jünger? Jahrgang 2000 und jünger? Sind die alle? Das hat ein paar. Ja, sicher. Wir müssen auf dem Papier belegen, nicht einfach nur nach Gefühl. Genau. 1990 bis 1999, so 90er Jahrgang. Okay, starkes Jahrzehnt. 80er, 1980 bis 89, wow. 70er, 1970 bis 1979, sehr cool. Jetzt 1960 bis 1969, sehr cool. Okay, machen wir weiter. 1950 bis 1959, come on, sehr, sehr cool. 1940 bis 1949, sicher, come on, grosser Applaus 2. 1930 bis 1939. Okay. Auch im Livestream ist, glaube ich, jemand gesehen, das richtig gesehen, über den Bildschirm. Sehr gut. Von dem her der Titel für den lebenserfahrensten Mensch geht an euch zwei da hinten und vielleicht auch ein Livestream, wenn es wirklich jemanden gibt. Genau. Hey, ich möchte heute über etwas sehr Altes reden. Und ich habe hier ein Büchlein mitgebracht. Das Büchlein da, der Inhalt von diesem Buch ist, ich muss ganz schnell spicken, ist 1418 geschrieben worden. Also vor über 600 Jahren ist das da geschrieben worden. Und das geht ja noch. Ich meine, die Bibel hier ist älter, oder? Der Inhalt der Bibel ist 2000 Jahre und so älter. Aber das physische Büchlein da, das feiert bald seinen 100. Geburtstag. Da vorne steht drinnen, zu Ostern geschenkt worden an meine Urgroßmutti, 1930. Also in 4 Jahren, nein, warte schnell, 24, in 6 Jahren, genau. In 6 Jahren feiert das Buch da hier Geburtstag, 100 Jahre. Also wenn man, das ist älter als ihr da hinten, älter als im Livestream, ist das Buch, das ich da vorne haben. Und wir wollen heute über das Thema der Tradition reden. Etwas sehr Altes, etwas, was sehr viel mit der Vergangenheit zu tun hat. Bevor ich aber einsteige, möchte ich noch ganz kurz einmal zurückblicken auf unsere Serie, wo wir drin sind. Weil ich glaube, wir werden heute so einen Aspekt von diesen Orientierungspunkten im Glauben, auf dieser Glaubensreise anschauen. Aber mir ist irgendwie wichtig, dass wir noch das Gesamtbild vor Augen behalten, weil es ist nicht einfach nur eine Tradition, die uns hilft, uns zu orientieren auf unsere Glaubensreise. Und wir haben vor 3 Wochen hat Dani Weber über Jesus geredet, über diesen ultimativen Orientierungspunkt, wo das Bild von dem Kompass, was sich immer der Nadel nach dem Norden ausrichtet. Und Jesus ist der Norden für unsere Glaubensreise. Er ist das Zentrum, er ist der Weg, er ist das Ziel, er ist das ultimative, die ultimative der Orientierungspunkt unserer Reise. Und dann, eine Woche später hat Johannes über das Evangelium geredet. Ich glaube, ich habe mir so eine Reise vorgestellt, so den Hintergrund von all dem, was wir machen, vorgestellt. So das Multidimensionale, das Wunderschöne, immer wieder Neues zum Entdecken, in jeder Lebensphase vielleicht etwas anderes, was raussteht und relevanter für uns ist, das Evangelium. Und letzte Woche der Joni, der über die Spannungen geredet hat. Wie Spannungen im Glauben nicht nur etwas ist zum Aushalten, wo wir damit leben können, sondern dass sie uns Stabilität geben. Das Bild von den Muskeln braucht, wo uns hilft, wenn die eine gewisse Spannung haben, dass wir überhaupt stehen und vorwärts gehen und laufen. Und heute werden wir über Tradition reden, aber eben nicht einfach isoliert, sondern als Teil von all diesen Orientierungspunkten. Es gibt noch ganz, ganz viel mehr, es ist eine abschliessende Liste. Aber das können wir vorweg schieben, dass es im Hintergrund mitschwingt, dass Jesus ist Orientierungshilfe, genau, das Evangelium, die Spannung und nächste Woche werden wir über die Bibel hören. Und heute wollen wir über Tradition reden. Und mit Tradition meinen wir nicht in erster Linie so Familientradition, also Sachen, die sich so ein bisschen eingeschlichen haben oder was man seit langer Zeit macht. Das sind auch Traditionen,
wenn man anfängt, Methoden zu traditionalisieren, ist das ein Wort, wenn man anfängt, Tradition zu machen aus gewissen Gewohnheiten, aus gewissen Vorgehen, dann kann man von Tradition reden. Machen wir so, weil haben wir schon immer so gemacht, kann Tradition sein. Aber wenn es um unseren Glauben geht, meinen wir nicht die Sachen, wo wir irgendwo, heute Morgen mit dem Christoph gewitzelt haben, gesagt, wir können die Stühle mal anders aufstellen und gegen so ausrichten, gegen hindern. Und das ist nicht die Art von Tradition, dass wir einfach immer Sachen gleich machen, sondern dass wir heute im 21. Jahrhundert Teil sind von einer Geschichte, die ganz, ganz weit zurückgeht. Und dass wir eine Geschichte haben, wo wir uns daran orientieren können, dass wir Anhaltspunkte haben, dort, wo uns Halt und Sicherheit geben auf unserer Reise, auf unserem Abenteuer mit Jesus. Es geht darum, dass wir das Wort Tradition kommt vom Latinischen, wenn es jemand interessiert, das latinische Traditio, das heisst Überlieferung oder ein Weitergeben. Es ist wie ein Stab, den man weitergibt bei einem Lauf, oder wie das olympische Feuer, das weiter wandert. Und von daher kommt die Tradition, das Weitergeben an die nächste Generation. Und wir uns über das heute Gedanken machen. Was haben die letzten 2000 Jahre Nachfolger von Jesus gelernt, die wir mitnehmen dürfen, die Teil von unserem Gepäck ist, was das Fundament ist, wo wir darauf aufbauen dürfen. Und ich möchte noch mal ganz kurz auf letzte Woche Bezug nehmen. Joni hat über die Spannungen geredet, oder? Und er hat gesagt, wir wollen die extremen Positionen wollen wir vermeiden und irgendwo die spannungsvolle Mitte finden und aushalten. Und ich finde das einen guten Punkt, um gerade in die Tradition reinzunehmen und zu sagen, okay, wenn es um Tradition geht, können wir die extremen Positionen einnehmen. Es gibt Leute, die in den extremen Positionen leben. Vielleicht kannst du mal das Slide aufnehmen, wo wir die zwei Extremen, oder mal die erste extreme Position zeigen. Die erste extreme Position ist da hinten. Ich habe dann mal Traditionalist gesagt. Das ist die Person, das sind die Leute, die Auslegungen, die Überlieferungen von den Kirchenvätern, von ihren Denominationen so hoch gewichten und so wichtig sehen, dass es zu einem Käfig werden kann. Es gibt Leute, die Auslegungen von Leuten gleichgewichten wie das Wort Gottes. Und man kann anfangen, in der Tradition zu einem Käfig zu werden und sagen, okay, wir machen nur, was uns schon gesagt worden ist und wir denken nicht selber, wir stellen nicht Sachen in Frage und das, was die gesagt haben, ist absolute Wahrheit und stimmt für immer. Und das ist so eine extreme Position, das ist so der Traditionalist. Und ich habe bewusst so Begriffe genommen, die es nicht wirklich gibt, damit wir uns nicht angesprochen fühlen, damit niemand heute Morgen irgendwo da, betüpft ist. Und die andere extreme Position ist die Position vom Innovatist. Das ist der alles, was mal war, zurücklässt, alles, was mal war, ignoriert, der denkt, hey, ich lese die Bibel einfach im heutigen Kontext, ich und mein Heiliger Geist, wir lesen das und wir schauen, was passiert. Wo das Gefühl von Stolz und das Gefühl von fast ein bisschen Überlegenheit kann aufkommen über die Vergangenheit, wo man das Gefühl hat, ja, die haben keine Ahnung gehabt. Es gibt so einen Mythos vom Fortschritt, wo man drin haben, dass wir das Gefühl haben, alles wird immer besser. Und in teilen Hinsichten ist es vielleicht so, Sachen werden vielleicht besser und gehen vorwärts. Aber die Realität ist, es ist nicht so, dass wir alle gescheiter sind als alle, die jemals gelebt haben. Die Grundfrage vom Menschsein, die Grundfrage, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen, beschäftigt Menschen seit 2000 Jahren, seit Jesus in der Welt war. Und die haben uns etwas zu sagen. Und es ist nicht so, dass wir sagen, ja, die Alten, oder die von früher haben einfach keine Ahnung gehabt, die haben kein iPhone gehabt, die haben kein Google gehabt, die haben kein Chat-GPT gehabt. Was haben die schon gewusst? Aber ich glaube, dort können wir eben in eine Hochmut hineinkommen. Und was ich möchte uns heute Morgen ans Herz legen, ist in eine Position von der Demut hineinzukommen. Nicht eine Hochmut, wo wir sagen, okay, einfach ich weiss die absolute Wahrheit für mich selber, sondern dass wir in eine Demut hineinkommen und von anderen anfangen zu lernen. Und das ist für mich so die Position von der Mitte. Der Gott, der gleich ist, im Hebräer 3, Vers 8 steht, Gott ist der gleiche gestern, heute und morgen, ist immer der gleiche Gott. Aber wir sehen einen Gott, der in Bewegung ist. Ein Gott, der immer in jeder Generation, an jedem Ort etwas Neues am machen ist. Ein Gott, der nicht in Genesis gekommen ist, eine Welt geschaffen hat und sich dann zurückgezogen hat und irgendwo jetzt einfach zuschaut, sondern ein Gott, der aktiv involviert ist und der möchte, dass wir ihn suchen, der möchte, dass wir sein Herz kennenlernen. Und ich glaube, das ist die Mitte zu sagen, ja, okay, wir anerkennen, was vor uns war, wir anerkennen Traditionen, wir anerkennen, was Leute gelernt haben, was Leute für Erfahrungen gemacht haben. Wir schätzen das, wir ehren das, wir bauen auf dem auf. Und gleichzeitig wollen wir offen sein, was Gott jetzt am Machen ist. Im 2024, im Ahrtal, im Zürcher Oberland, wo immer wir sind, sagen, okay, wir möchten das suchen, wir möchten neu mit dem ringen. Es gibt einen ganz bekannten Professor oder Theologe, und der sagt, jede Generation muss neu mit dem Text von der Bibel ringen, muss neu herausfinden, was es bedeutet. Und ich finde das so einen guten Ansatz. Und das ist doch unser Herz, das wir heute möchten übergeben, im Sinne von, hey, lass uns das Fundament, das wir darauf bauen, lass uns das, was Leute vor uns
herausgefunden haben von Gott, das, was sie mitbringen. Lass uns das nehmen, lass uns das ehren, aber lass uns entdecken, was es für uns heute heisst, da wo wir sind. Macht das Sinn soweit? Sehr cool. Ich möchte noch das Bild vom Abenteuer nehmen. Vielleicht überstrapaziere ich es ein bisschen. Aber ich habe mir überlegt, wenn unsere Reise mit Gott, wenn unsere Nachfolge eben das Abenteuer vom Glauben ist, wenn das eine Bergtour ist, ich tendiere immer zu der Bergtour, so als erstes Bild, das mir in den Sinn kommt, was ist denn vielleicht Tradition? Was könnte Tradition sein in diesem Bild? Und dann ist mir die Wegmarkierungen in den Sinn gekommen. Vielleicht kennt ihr die. Es gibt die gelben Wegmarkierungen. Das sind so Autobahnen in den Bergen. Oder? Das sind auch so gemachte Wege. Du kannst nur nachlaufen, musst nicht schauen, kannst einfach nur nachlaufen. Dann gibt es die rot-weißen, die sind schon ein bisschen anspruchsvoller. Und dann gibt es die ihr da seht, die weiß-blauen. Wer ist schon mal auf einem weiß-blauen alpinen Routenweg gewesen? Ja, doch schon viel, okay, sehr cool. Und bei denen ist es so, dass es häufig nicht einen komplett gemachten Weg hat, wo du nachlaufen musst, sondern dass es immer wieder so Wegmarkierungen hat, die dir zeigen, da geht es durch, in die Richtung geht. Du musst aber die Weg selber suchen. Du musst vielleicht auf die aktuellen Umstände schauen, du musst vielleicht schauen, wo gerade ein Erdrutsch war oder wo es nass ist, wo das Gelände am besten ist. Und immer wieder kommst du an so einen Punkt her, wo du so die Markierung siehst und weißt, okay, ich bin auf dieser Route unterwegs, wo andere vor mir auch schon durchgegangen sind und das kommt gut. Aber es ist nicht so, dass es jeder Schritt definiert ist und der Weg ganz genau gemacht ist. Das ist eben der gelbe Wanderweg. Oder das ist vielleicht mehr so die Traditionalisten, die einfach auf dem Gemachten laufen und nicht rechts und links schauen, ob es ein schönes Blümchen oder ein Murmeltier oder ein Steinbock oder etwas hat und ganz viel verpassen. Aber ich glaube, das ist so ein Bild, das uns vielleicht helfen kann, so zu wissen, wir laufen immer auf dieser Reise wieder an diesen Wegmarkierungen vorbei und sehen, hey, da sind andere Leute schon daran vorbeigelaufen. Das ist ein Weg, der sich bewährt hat. Das ist vielleicht ein Weg, der uns zeigt, was durch schwierige tückische Stellen durchgeht, vielleicht irgendwelche Klippenpassagen oder einen Bach, den man überqueren muss. Da hilft es zu wissen, okay, ich laufe dem Pfad entlang, der sich bewährt hat, der da ans Ziel herkommt. Und vielleicht hilft uns das ein bisschen als Bild zum Mitnehmen von der Tradition, wo wir immer wieder an den Punkt kommen und merken, okay, gut, das ist nicht auch meine Idee, ich laufe querfeld ein zu dem Berg rauf, sondern dass andere vor durchgelaufen haben, das probiert und sagen, hey, das funktioniert und das ist sicher da. So als Anhaltspunkt, genau. Und ich habe mir überlegt, eigentlich, jetzt sind wir seit 2000 Jahren mit Jesus nachfolgen, oder? Also wir nicht, die wenigsten von uns. Aber seit 2000 Jahren folgen Leute Jesus nachher. Und seit 2000 Jahren lesen wir das Buch über Jesus. Und ich habe mir gedacht, eigentlich sollte es jetzt einfach den ultimativen Kommentar geben. Weißt du, so die Wahrheit, die jemand aufgeschrieben hat, okay, da ist der Vers, das bedeutet das. Und jetzt haben wir das ein für alle Mal geklärt, oder? 2000 Jahre lang, so lange brauchst du nicht, um etwas herauszufinden. Nachher der nächste Vers und so weiter. Und eigentlich sollte das möglich sein, einen perfekten Kommentar zu haben, der alles beschreibt, was uns hilft auf unserer Nachfolge. Aber die Realität ist, es gibt es nicht. Und ich glaube, ganz bewusst von Gott ist das etwas, was er möchte. Er möchte gar nicht eine Theorie sein oder ein Konzept sein, das wir lösen können und das wir einmal systematisch abwandeln, sondern er möchte, dass wir immer wieder sein Herz suchen. Er möchte die Beziehung mit uns pflegen, dass wir immer wieder neu in das Wort eintauchen, dass wir immer wieder neu ihm begegnen und dürfen wirklich die Beziehung mit ihm pflegen. Und das finde ich zum einen mega schön und zum anderen mega frustrierend, weil ich habe gerne Wahrheit, ich habe gerne zu wissen, was wirklich stimmt. Aber Gott ist weniger an dem interessiert, als daran, dass wir ihn suchen, dass wir an sein Herz herkommen, dass wir Beziehung pflegen. Und das können wir so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn es um unsere Tradition geht. Genau, weil wie Tradition weitergegeben worden ist eben nicht der Joni Schneider-Kommentar, der für die GVZ Zürich-Oberland ganz klar sagt, was wir glauben und jeden Vers auslegt, sondern wie Tradition über die Jahrhunderte und Jahrtausende weitergegeben worden ist über Glaubensbekenntnis. Das sind meistens kurz formulierte Bekenntnisse, die Christen sich wie definiert haben und gesagt haben, okay, das glauben wir. Das ist das Fundament von dem, was wir glauben. Und mit diesen Glaubensbekenntnissen hat man wie die Tradition eben weitergegeben und hat gemacht, dass das, was wir glauben als Christen, nicht einfach in einem Jahrhundert ist es das und im anderen Jahrhundert etwas komplett anderes. Sondern es ist wie das Fundament, das besteht, das immer wieder darauf aufgebaut worden ist, wo wir auch heute noch darauf weiter aufbauen. Und ich möchte nicht, und ich bin nicht ein Kirchengeschichte-Guru, überhaupt nicht. Aber ich habe mich ein bisschen mit dem jetzt befasst, für die Predigt vorzubereiten und möchte noch ein bisschen so durch einen Streifzug von der Geschichte, von der Glaubensbekenntnis durchnehmen. Und wir gehen ganz, ganz weit zurück. Vielleicht das erste Glaubensbekenntnis, keine Ahnung,
Und das heisst Schema. Das ist im Alten Testament, im 5. Buch Mose, etwa 700 bis 800 vor Christus. Und dort steht Folgendes. Einen Moment. Dort steht, und das habt ihr sicher schon mal gehört: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deiner Kraft. Das ist im 5. Mose, Kapitel 6. Und bei den Juden ist es seitdem, wird das zweimal am Tag betet. Zweimal am Tag wird das bekennt, wird das gesagt, weil das fundamental ist, für was sie glauben über Gott und was sie glauben, für wo ihr Fundament ist. Ein weiteres Glaubensbekenntnis, das später kommt, nachdem Jesus gestorben und verstanden ist Kyrios Jesus, oder Jesus Kyrios. Das ist griechisch und der Begriff Kyrios wird in der Bibel als Herr übersetzt. Das heisst, das ist der regiert. Und das war ein Statement, ein Glaubensbekenntnis, das wir überall in den Briefen von Paulus lesen. Wir lesen sie in den Evangelien zum Teil. Ist so das Statement von, hey, okay, Jesus ist Kyrios. Jesus ist Herr. Er regiert über die Welt. Jesus Christus ist auch ein Glaubensbekenntnis übrigens. Das heisst, Jesus ist der Gesalbte. Jesus ist der Messias. Das ist auch ein Bekenntnis, das die Jünger gemacht haben, wo Jesus gefragt hat, wer sagt ihr, wer ich bin? Sagt der Petrus, du bist der Messias, der Sohn Gottes. Das ist ein Bekenntnis, das er gemacht hat. Und wir gehen nachher noch auf das eine oder andere bisschen, aber echt der Streifzug. Genau. Nachher ist es weitergegangen und es gibt noch andere dazwischen, aber ein grosses Bekanntes war das Bekenntnis von Nicäa. Das ist ungefähr so im 4. Jahrhundert, 325 nach Christus, hat der Kaiser Konstantin die ganze Kirche, alle Bischöfe zusammengeholt und hat gesagt, hey, was glauben wir überhaupt? Jetzt müssen wir mal definieren, was wir wirklich glauben als ganze Kirche. Hat die alle zusammengeholt und hat das Nicäa-Bekenntnis aufgeschrieben, wo wie aufschreibt, was glauben sie, wer Gott ist, was glauben sie, wer Jesus ist, was glauben wir, wer der Heilige Geist ist. Und er so ein paar fundamentale Sachen aufgeschrieben hat. Dann ist es weitergegangen mit dem Apostolikum, oder ein paar kennen es vielleicht als Credo von den Aposteln. Irgendwo im 5. Jahrhundert wahrscheinlich zum ersten Mal schriftlich auftaucht ist. Das ist bis heute eines der wahrscheinlich wichtigsten Glaubensbekenntnisse, wo oftmals, wenn ökumenische Veranstaltungen stattfinden, wird oftmals das Credo zusammen noch gesagt oder wird vorgelesen, weil es etwas ist, was alle Christen gemeinsam haben. Man sagt, das ist unser gemeinsames Fundament, wo wir alle das Gleiche glauben. Und dann gibt es noch ganz viele andere dazwischen. Ich habe noch 2, 3 aufgeschrieben, die noch spannend sind. So das Westminster-Bekenntnis ist auch noch ein grosses, vor allem bei den Presbyteritanen-Denomination. Genau, Presbyterians. Ganz wichtig, was regelmäßig jeden Sonntag gesagt wird und gebracht wird. Und dann haben wir aufgeschrieben, Glaubensbasis von der Schweizerischen Evangelischen Allianz 2020. Das ist nicht ein Bekenntnis, aber es war auch so ein Moment, wo die Evangelische Allianz zusammengekommen ist und gesagt, hey, was ist unsere gemeinsame Basis, wo wir alle zusammen glauben? Was ist das, was wir gemeinsam haben? Und wir haben Sachen, wo wir uns unterschiedliche Meinungen sind. Was ist das, was wir zusammen teilen? Haben sie in 2020, das kann man auf der Webseite nachlesen, haben sie nochmal so frisch definiert. Und ich habe euch im Predigtkonzept, wenn ihr auf die Webseite geht, könnt ihr das Predigtkonzept ablesen, habe ich all die Bekenntnisse mal ausgeschrieben rein da. Ich denke, ich lese euch jetzt nicht jedes einzelne vor. Aber ihr könnt es gerne mal nachlesen. Ich habe Links drin, wo ihr es online lesen könnt, die nicht ausgeschrieben drin sind. Ihr dürft gerne noch reinschneiden. Die gerne so eine Geschichte haben und so eine Entwicklung haben, dürft ihr gerne mal reinschauen. Aber das Spannende ist, wenn wir so den Streifzug machen und uns mit diesen Glaubensbekenntnissen auseinandersetzen, ist so ein paar Eigenschaften zu sehen und kennenzulernen von diesen Glaubensbekenntnissen. Und so eine erste Eigenschaft, die wir finden, ist, wenn wir die Glaubensbekenntnisse anschauen, ist, dass es immer eine Abgrenzung war. Es war immer eine Abgrenzung, und zwar zum Reagieren auf was gerade um sie herum passiert ist. Haben sich Christen, oder ganz am Anfang das Volk Israel, hat sich abgrenzen von dem, was um sie herum ist, und wollen sagen, hey, okay, das ist, was wir glauben etwas anderes als die um uns herum. Sehr oft war es, wenn es eben angefechtet war, oder wenn es Versuch ist, dass Leute Sachen in Anspruch nehmen oder für sich in Anspruch nehmen vom christlichen Glauben. Wir sehen zum Beispiel beim Schema, ist das Volk Israel ist in einer Welt, in einer Kultur, wo es ganz viele Dutzende, Hunderte von Göttern gegeben hat. Und die Gefahr wäre gross, dass Leute sagen, ja cool, den Jahwe, den nehmen wir auch noch, das ist ein cooler Gott, da haben wir noch einen mehr zum Anbeten, der hilft uns noch ein bisschen. Und das Volk Israel hat gesagt, nein, wir wollen uns abgrenzen und sagen, hey, wir glauben, es gibt genau einen Gott. Es gibt einen Gott, der die Welt geschaffen hat, der im Zentrum steht, und diesen Gott beten wir an. Oder später, Kyrios Jesus, also dass Jesus Herr ist, das ist nicht einfach ein Statement, das sie erfunden haben, sondern das ist dazumal
ein ganz bekanntes Bekenntnis war Kyrios Caesar. Also der Caesar ist König. Das haben alle Leute bekennt, das haben alle Leute gesagt, der Caesar ist König. Der Caesar ist der regiert. Und die Christen grenzen sich ab von dem und sagen, weisst du, wir glauben etwas anderes. Und das ist sehr provokativ. Zu sagen, hey, in dieser politischen Situation zu sagen, hey, weisst du, wir glauben nicht, der Caesar ist im Zentrum des Universums, nicht er behaltet die Welt an der Reihe, nicht er ist ultimativ die Hoffnung und das Fundament dieser Welt, sondern Jesus ist der Kyrios. Und sie haben sich damit abgrenzt von ihrem ganzen Umfeld. Und es geht so weiter, zum Beispiel Nicäa ist mit Gnostizismus, haben sich abgrenzen von denen, die ein bisschen ähnliche New Age-Ideen hatten und die auch angefangen bei den christlichen also bei den christlichen Ideen zu bedienen und die für sich so in Anspruch zu haben. Sie wollen sagen, nein, was wir als Christen glauben, ist etwas anderes, als was die glauben im Gnostizismus. Und so ist häufig diese Statements als Abgrenzung gewesen, die reagiert auf das Umfeld und auf die Kultur. Und sie haben Identität gestiftet. Sie haben denen, die dazugehört, wie gesagt, hey, das ist, wer wir sind. Nur wenn du weißt, für was jemand steht, kannst du dich damit auch identifizieren. Und das haben Bekenntnisse ganz häufig gemacht und geholfen. Die zweite Eigenschaft von diesen Glaubensbekenntnissen ist, dass es Einheit gebracht hat. Es hat wieder fokussiert auf das gemeinsame Wesentliche. Es hat Diskussionen, die spannend sind, die vielleicht auch wichtig sind, aber die nicht zentral sind, die nicht wesentlich sind, hat es auf die Seite gestellt und gesagt, okay, lass uns das ein anderes Mal diskutieren, lass uns darüber verschiedene Meinungen haben, aber lass uns klären, wo wir Gemeinsamkeiten haben. Lass uns Einheit haben über dem, wo wir uns einig sind. Und es sind ein paar von euch sind vielleicht mehr in dieser Welt, ein paar vielleicht weniger. Im Moment mit Social Media ist es so einfach, für Christen sich die Köpfe einzuschlagen und zu diskutieren und uneinig zu sein und irgendwo über, ich sage jetzt mal, wichtige Nebensächlichkeiten zu streiten. Und ich glaube, das hat seinen Platz. Also ich glaube, das ist okay. Wir haben gesehen, wir wollen Fragen stellen, wir sollen Sachen hinterfragen. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht in dem Sinne verlieren. Und vergessen, was wir alles gemeinsam haben mit Christen zusammen. Unser gemeinsames Fundament und dass da eine Einheit hineinkommt. Ein Zitat, das wir wahrscheinlich schon ein paar Mal gehört haben, wenn ich bei der GVC Teil ist vom Augustinus von Hippo, das war ein Bischof im 4. Jahrhundert. Und er hat gesagt, im Notwendigen herrsche Einmütigkeit, im Zweifelhaften Freiheit, in allem aber Nächstenliebe. Und ich finde es so gut. Und das ist ein Zitat, das 1600 Jahre alt ist und immer noch so relevant für uns heute sein kann. Zu sagen, okay, lass uns beim Wesentlichen Einheit haben. Lass uns da sicher sein, was wir zusammen glauben. Beim Zweifelhaften, bei allem rundherum, lass uns Freiheit haben, dass Leute zu anderen Schlüssen kommen können. Aber in allem innen, lass uns Nächstenliebe zueinander haben. Und ich glaube, das ist ein Wort, das wir heute sehr gut brauchen in der christlichen Welt. Sagen, okay, lass uns nicht streiten und gegeneinander sein, sondern lass uns das Wesentliche, das, was wir zusammen haben, wirklich bewusst vor Augen behalten. Und das haben so Glaubensbekenntnis gemacht. Und eine dritte Eigenschaft ist, sie haben eine Kontinuität gegeben. Sie haben sichergestellt, dass nicht plötzlich ein komplett neues Evangelium predigt wird. Und vielleicht fragst du dich manchmal, vielleicht denkst du, das, was ich da glaube, das, was ich da lese, das, was ich in der Kirche höre, ist das einfach so eine Idee von den Leuten, die da vorne stehen, oder ist das einfach so, was ich halt von meiner Familie mitbekommen habe? Und dann möchte ich dir sagen, hey, will wir Teil der christlichen Tradition sein? Will wir auf diesen Sachen aufbauen, die seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden ein bewährtes Fundament sind, dass wir wissen, hey, okay, wir haben hier nicht einfach unsere eigenen Ideen, sondern wir glauben weiter, wir bauen weiter an dem, was seit Jahrhunderten geglaubt wird, wie Jesus ist und was er gemacht hat. Das gibt uns eine Kontinuität und das hilft uns, verwurzelt in dieser Tradition zu verstehen, dass wir nicht einfach unsere Glaubensreise nicht bei Null starten, sondern dass wir ganz viele Leute vor uns haben, die das Fundament gelegt haben. Wie der Elias gesagt hat, mit seiner Mami, mit seiner Erika, was immer, Tante. Einfach Leute, die uns vorausgegangen sind. Vielleicht mögen wir uns noch daran erinnern, aber ganz, ganz viele Leute, die wir keine Ahnung haben von ihnen, die letzten Jahrhunderte, wo wir uns dafür bewusst sind, wir sind verwurzelt in dem Innen und wir machen weiter, was sie schon geglaubt haben. Es hat eine gute Lektüre, ein Kapitel über Tradition im Buch Weg der christlichen Theologie von Alistair McGrath. Und dort möchte ich ein Zitat vorlesen, das er geschrieben hat. Dort steht, die Kirche habe von der Zeit der Apostel bis zur Gegenwart getreu ein und dasselbe Evangelium verkündet. Die Gnostiker hätten keinen solchen Anspruch auf Kontinuität zur frühen Kirche. Sie hätten lediglich neue Ideen erfunden und behaupten zu Unrecht, diese seien christlich. Also was wir glauben, was Glaubensbekenntnisse machen können, ist, dass sie uns helfen, in dem weiterzulaufen,
was seit Jahrhunderten geglaubt wird, dass das Fundament vom Glauben ist. Genau, und jetzt kommt natürlich die grosse Frage. Machen wir jetzt das Glaubensbekenntnis vom GVC Zürich Oberland, wo wir ab jetzt glauben und unser eigenes schreiben. Ich tue mich da zurückhalten, das zu machen. Aber ich möchte ein paar Gedankenanstöße geben. Und zwar möchte ich mit euch zusammen in den Philipperbrief gehen. Im Philipperbrief, Kapitel 2, hat es eine Hymne, wo vielleicht ist es auch fast wie ein Glaubensbekenntnis gewesen. Etwas, wo sich ein Gedicht oder wie in ein paar Sätzen, ich glaube, viele Christen haben umgedreht und die sich ihr Bild von Jesus dem haben festgemacht. Und das lesen wir im Philipperbrief 2, ab dem Vers 5. Und dort lesen wir, das ist, also schreibt der Paulus, das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Und jetzt kommt der Hymnus. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind, alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr, das Wort da ist Kyrios, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Also das war so eine Hymne, die sie im 1. Jahrhundert, direkt nach Jesus, wo sie in der Kirche hatten, wo sie sich daran erinnert haben, wer Jesus ist, was er gemacht hat und das Vorbild, das er uns vorgelebt hat. Und ich möchte einfach so 4 Anstöße geben, was wir bekennen können. Basiert auf ganz vielen von den Bekenntnissen, die wir vorher gelesen haben. Und das Erste, was wir heute bekennen können, sagen, okay, das möchte ich bekennen, das glauben wir, da bauen wir darauf auf, ist, wir bekennen uns zu einem Lebensweg. Wir bekennen uns, dass Jesus Nachfolger oder Christsein ist nicht einfach eine einmalige Entscheidung, zum Entscheiden geht es auf oder ab, wenn wir sterben, sondern es ist eine Einladung in ein komplett neues Leben. Es ist eine Einladung in das Abenteuer, auf die Glaubensreise zu gehen und mehr ihn kennenzulernen und ihm kennenlernen, ihm ähnlicher werden. Das ist, was wir bekennen und was wir glauben, was da biblisch ist. Das, was wir immer wieder sehen, was Jesus gemacht hat, ist, Leute in die Nachfolge gerufen hat. Leute mitgenommen hat. Was wir immer wieder sehen, dass Paulus sagt, hey, wir sollen ihm ähnlicher werden. Paulus predigt nicht einfach nur, hey, das musst du machen, A, B, C, damit du Christ bist und mal in den Himmel kommst, sondern er predigt, hey, wie können wir mehr und mehr so werden wie Jesus? Wie können wir ihm ähnlicher werden? Wie können wir ihn in unsere Welt raustragen? Wie können wir das Reich Gottes, das am Kommen ist, in unsere Welt rausbringen? Und das sehen wir eben zum Beispiel im Philipper ganz am Anfang, wo der Paulus sagt, hey, nehmt euch das Leben von Jesus als Vorbild. Nehmt es als Beispiel. Schaut euch das Leben von Jesus an und fangt an, dass es euch ein Handeln bestimmt, seht ihr ganz am Anfang. Etwas weiter, was wir da drinnen sehen, wo wir durch die ganze Bibel durchsehen und wo extrem, also alle Sachen sind orthodox und sehr fundamental, aber, also sehr, ich sage jetzt mal, nicht spektakulär. Aber wir dürfen wirklich bewusst behalten und uns fragen, kann ich das bekennen und bekenne ich das? Ist, wir bekennen die übernatürliche Wirkungskraft von Gott. Wir glauben, wir bekennen, dass Gott Gott ist. Dass Gott Wunder machen kann. Dass Gott Wunder gemacht hat. Wir sehen es da, in dem Hymnus ist, dass er Jesus vom Tod auferweckt hat. Das ist ein ziemlich grosses Wunder, oder? Und wir als Christen glauben, dass Jesus es gemacht hat. Wir bekennen, dass es passiert ist. Nicht, dass es eine schöne Idee wäre oder dass es eine Theorie wäre, wie unsere Sünden könnten, sondern dass es ein Ereignis war, das passiert ist, das wir bekennen, weil es im Charakter von Gott ist, dass er Wunder tut, dass er schöpft, dass er das Unmögliche möglich machen kann. Und das wollen wir weiterhin bekennen, weiterhin daran festhalten. Und ich weiss, es ist voll von Spannungen im Leben. Manchmal passieren die Wunder, manchmal nicht. Und wir können es nicht erzwingen, wir können es nicht in eine Formel packen. Aber wir wollen bekennen und glauben, dass Gott übernatürlich wirken und tut wirken. Etwas weiteres, was wir rausnehmen aus dem Hymnus ist, dass wir bekennen, bekennen unsere Erlösungsbedürftigkeit. Wir erkennen, und das ist
nicht sehr populär Wort, wir bekennen, dass wir Sünder sind. Wir bekennen, dass wir nicht einfach uns selber retten können, sondern wir bekennen, dass Jesus auf die Welt kommen und er ist gestorben für dich und für mich. Und wenn es einen anderen Weg gegeben hat, hat er einen anderen Weg gewählt. Aber er ist gestorben am Kreuz für dich und für mich. Und wir brauchen ihn als Retter. Wir brauchen Jesus als der unsere Sünden wegnimmt, der uns ein neues Leben gibt. Wir können es nicht aus eigener Kraft machen, es ist ein Geschenk von Gott. Es ist Gnade von Gott. Und auch das lesen wir überall in der ganzen Bibel immer wieder. Dass es nur durch sein Handeln ist, nur das, was er gemacht hat, dass wir in das neue Leben hineinkommen und Teil davon sein, eine Beziehung mit Gott haben. Und das Letzte, ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, aber ich sage es einfach noch das letzte Mal, und weil es so wichtig und zentral ist, wir bekennen, dass Jesus Christus der Herr, dass er der Herr ist von unserem Leben. Als Christen bekennen wir, dass wir nicht die sind, die das Zentrum von unserem Leben sind. Und das klingt schön am Sonntagmorgen, das klingt schön von der Bühne oben runter zu sagen. Und es klingt einfach, so, ja, wir sind unter Christen vielleicht. Aber es ist explosiv, wenn wir es anfangen, uns zu fragen, bekenne ich das wirklich mit meinem Leben? Glaube ich das wirklich, dass Jesus das Zentrum von meinem Leben ist? Glaube ich wirklich, dass er die Welt regiert? Finde ich eine Entspanntheit und eine Hoffnung, dass ich weiss, hey, Jesus regiert über all diese Situationen, die hoffnungslos aussehen. Alles, was aussieht, als ob es keinen Weg raus gibt. Ich glaube, Jesus regiert. Jesus ist über dem. Jesus ist grösser als das. Und heute möchte ich einfach, heute ist nicht ein Workshop für, wie schreibe ich mein eigenes Glaubensbekenntnis. Und jetzt geht ihr raus und fangt an, euch ein Glaubensbekenntnis. Das dürft ihr schon machen. Ist, glaube ich, nichts Falsches dran wahrscheinlich. Ihr müsst vielleicht nicht auf die gleiche Stufe stellen wie andere Glaubensbekenntnisse. Aber es ist nicht der erste so ein Workshop, jeder macht mal sein Ding, sondern eben das Gegenteil, sagen, okay, lass uns bewusst sein, was schon für ein Fundament gelegt worden ist. Und es ist auch nicht eine Vorlesung in der Kirchengeschichte, um einfach ein bisschen nostalgisch zurückzuschauen und zu sagen, wie gut, was haben die alles gemacht, sondern es soll eine Einladung sein, um zu sagen, hey, wie können wir jetzt auf dem, was wir haben, auf dem, was uns vorbereitet ist, auf diesen Schultern, wo wir darauf aufgehen und weiterbauen, wie können wir auf dem weiterbauen, voller Ehre, voller Dankbarkeit für was war, aber voller Erwartung, voller Neugier für was noch kommt. Und ich möchte euch so 3 Sachen mitgeben. Wir haben überlegt, ich möchte euch etwas für die Hand mitgeben, etwas für den Kopf und etwas für das Herz. Und das für die Hand, etwas Praktisches, was ihr machen könnt, ist, ich möchte euch ermutigen, diese Woche, jetzt kommt eine Hausaufgabe über in der Kirche, gell? Furchtbar. Aber sonst macht es keinen Sinn, wenn wir nachher kommen und ein bisschen Musik singen und ein bisschen zulassen und wieder rausgehen, macht es keinen Sinn und keinen Unterschied. Sondern ich möchte, dass wir diese Woche uns irgendwo eine Möglichkeit finden, uns mit unserer Geschichte, mit der Tradition zu befassen. Das ist jetzt ganz, ganz, ganz vage Ausdruck. Das kann sein, dass du dich mal mit der Kirchengeschichte befasst, mal so das Glaubensbekenntnis anschaust und lesest und darüber bettest und das mit Gott anschaust. Das kann sein, dass du mal Leute in deinem Leben reflektierst, hey, wem verdanke ich, dass ich nicht bei Null haben starten musste? Wer hat in mich investiert? Wer hat das Fundament gelegt für mich? Und vielleicht dem mal Danke zu sagen. Vielleicht dem mal anzuleiten und zu sagen, hey, danke vielmals für alles, was du gemacht hast. Irgendetwas Praktisches machen diese Woche. Es gibt coole YouTube-Videos über Kirchengeschichte. Es gibt viele Personen, die wir etwas Danke sagen dafür. Für unseren Kopf möchte ich uns ermutigen, diese Woche uns Gedanken zu machen und zu reflektieren, kann ich bekennen, Jesus ist Herr? Bekenne ich das wirklich mit meinem ganzen Leben? Ist es etwas, wo ich sage, ja, das glaube ich, das bekenne ich? Und wenn nicht, und das ist nicht so, dass du ein schlechter Mensch bist oder nicht, keine Ahnung, das ist nicht, aber manchmal kann es passieren, dass wir anfangen, uns selber wieder als Herr in unser Leben ins Zentrum zu stellen, auf den Thron zu setzen. Und vielleicht reflektieren, okay, ist Jesus wirklich der Herr über mein Leben? Und das sehen wir am besten, wie wir leben. Das sehen wir in unserer Zeit, unseren Finanzen, unseren Worten. Wer ist das Zentrum von unserem Leben? Du kannst darüber reflektieren. Und für das Herz möchte ich dich einfach ermutigen, pastorale Ermutigung, die nicht in den Detail fragen, was es gibt und wo, eben, wie gesagt, wo gut und wichtig sind, drin zu verlieren, sondern zu der Einfachheit vom Bekenntnis zurückzukommen. Und ich sage, weißt du was, ich komme zurück, ganz viel verstehe ich nicht, ganz vieles muss ich noch herausfinden, muss ich noch mir eine Meinung bilden, muss ich noch eine Offenbarung von Gott haben. Ich komme zurück zu dem, was ich weiss. Ich komme zurück zu dem, was uns Christen verbindet, zu dem, was ich weiss, was ein solides Fundament ist. Und das ist nicht einfach ein Gefühl, das du hast, nicht einfach etwas, was nur du in deinem Kopf kriegst. Und das ist eine Tradition, die seit Jahrtausenden Bestand hat und was ein solides Fundament ist, um darauf aufzubauen. Und das möchte ich dir ans Herz legen.
Vielleicht können wir zusammen aufstehen, wir werden jetzt zusammen ein Lied singen. Ich möchte noch, dürft gerne aufstehen. Ich möchte noch beten. Aber das erste Lied, ich möchte euch bitten, einfach am Platz zu bleiben, wo ihr seid. Wir haben nachher das Gebetsteam hinten, wo ihr beten dürft. Aber das erste Lied ist das Lied, das basiert ist auf dem Credo der Apostel. Auf dem Apostles-Credo, auf dem Apostolikum. Wo die Christen seit 1500 Jahren gemeinsam haben, sagen, okay, das ist unser Fundament, was wir glauben. Und ich möchte dich einladen, mit dem Team zusammen das Lied zu singen und dir bewusst zu werden, dass du Teil von einer Geschichte bist, dass du Teil von einer riesigen Gruppe bist. In dem Moment, wo du das deklarierst und singst, dass Millionen, Milliarden von Christen das Gleiche bekennt haben und auf dem Weg vor dir gegangen sind. Das ist gut. Kann man beten und dann dürft ihr gerne unseren Song mit reinnehmen. Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Danke, dass du da bist, Herr. Und das ist nicht nur ein bisschen schöne Gedanken über Geschichte und über Tradition, sondern wir möchten ein Fundament haben für eine Beziehung mit dir. Wir möchten ein Fundament haben, um dir nachzufolgen, um uns auf die Reise zu machen, dich kennenzulernen. Und ich danke, dass du uns einfach Halt und Sicherheit gibst. Danke für all die Menschen in unserem Leben, die wir jetzt haben, die Menschen, die uns vorausgegangen sind. Und wir beten, dass du uns nochmal neu offenbarst und uns nochmal neu zeigst, dass du, Jesus, das, was du gemacht hast am Kreuz und durch das leere Grab, dass es das solideste Fundament ist, das wir jemals auf unser Leben aufbauen können. Dass nichts anderes in dieser Welt, nicht der Kapitalismus, nicht die Politik, nicht irgendjemand anderes ein besseres Fundament kann geben für unser Leben, sondern nur du und was du gemacht hast und das Leben, das du möglich machst, Jesus. Und ich danke dir für die Einheit und ich bete für die Einheit da bei uns in der GVC, aber in den Kirchen grundsätzlich, im Zürich-Oberland, in der Schweiz, auf der Welt. Dass wir von dem gemeinsamen Fest haben, dass wir für dich, gerade die Ostern auf uns zukommt, für dich gross machen. Das Ereignis von deinem Tod und von deiner Auferstehung feiern und Sachen, die nebensächlich sind, Sachen, die nicht zentral sind, einfach herlegen und in Nächstenliebe darüber wegschauen und auf dich schauen, Jesus. In deinem Namen beten wir, Jesus. Amen.